Einen wunderschönen guten Nachmittag Ihnen allen. Dobar dan. Ich bin wirklich sehr erfreut, dass ich die Ehre habe, Panel 2 zu moderieren, ein bisschen auch einzuleiten. Natürlich auch einige Menschen ganz persönlich zu begrüßen. Begrüßen müsste ich eigentlich jeden Einzelnen, jede Einzelne, weil jede und jeder ein Ehrengast ist, aber das würde den Rahmen sprengen und deswegen nehme ich einige beispielhaft heraus. Ich begrüße sehr herzlich Anton Novak. Ich habe jetzt gelernt, dass ich also die Betonung auf der zweiten Silbe mache. Generalni Konsul Republike Slowenije na Celovec. War das einigermaßen ordentlich? Ja. Okay, das werde ich noch lernen. Also das werde ich mich heute nicht anstrengen, aber auf jeden Fall herzlich begrüßt. Begrüße auch sehr herzlich und freue mich wirklich sehr, dass er da ist. Markus Maczek, der stellvertretende Landesamtsdirektor vom Amt der Kärntner Landesregierung. Aber dann vielen Dank für die Anwesenheit. Es ist mir auch eine ganz große Freude, Lovro Sodja zu begrüßen und jetzt werde ich mich auch bemühen, seine Bezeichnung in Slowenisch einigermaßen anzubringen. Also den Predsednik Društva Slovensko Austrijskega Prijateljstva. Ja, mit einer Delegation. Herzlich willkommen, vielen herzlichen Dank für die Anwesenheit. Und dann haben wir eine ganz große Freude, und das ist last but not least, dass wir hier haben einen Vertreter des Außenministeriums, nämlich Murat Mahidi. Murat Mahidi, jetzt war es richtig, gell? Ja, den stellvertretenden Abteilungsdirektor der Abteilung Menschenrechte im Außenministerium, und er ist gleichzeitig Referatsleiter für Volksgruppenangelegenheiten und Minderheitenschutz, aber er ist ein Multitasker und ein Multithemenmensch, der über alles Ihnen einiges sagen könnte, was zu seinem Aufgabenbereich gehört, wo auch immer er ist, in Wien oder in Den Haag. Herzlich willkommen und ich freue mich wirklich sehr, dass Sie heute hier sind. Ich bedanke mich auch für die Unterstützung, die wir seitens des Außenministeriums bekommen, und ich bitte Sie jetzt um einige Grußworte. Vielen Dank. Vielen Dank für die netten Worte, vielen Dank für den freundlichen Empfang und vor allem vielen Dank, dass Sie diese wichtige Konferenz jedes Jahr organisieren, also an das ganze Team. Das ist aus unserer Sicht ein wichtiger Beitrag zu den Diskussionen, nicht nur in Österreich, sondern in Europa darüber, wie die Situation von Minderheiten, von Volksgruppen weiter verbessert werden kann. Das Thema an sich, ich habe versprochen, dass ich mich ganz kurz fasse, deswegen wirklich nur drei Sätze, ist für uns außenpolitisch eine große Priorität. Es ist aber natürlich auch innenpolitisch und im derzeitigen Regierungsprogramm ein wichtiger Bestandteil. Als letzten Satz, den ich noch sagen will, ist, wir dürfen dieses Jahr dieses schöne Roll-up aufstellen, Vienna plus 30, nur damit alle das auch ein bisschen im Kopf haben. Vor 30 Jahren fand in Wien die Weltkonferenz für Menschenrechte statt, die mit einem Abschlussdokument einen grundlegenden Schritt in der Verfestigung des Menschenrechtssystems der Vereinten Nationen geleistet hat und zur Einsetzung des UNO-Hochkommissariats für Menschenrechte geleistet hat. Minderheiten sind ein wichtiger Bestandteil sowohl der Arbeit des Hochkommissariats als auch für uns in unserer Menschenrechtspolitik und in unserer Menschenrechtsaußenpolitik. Und insofern danke nochmals vielmal für die Einladung und ich bin schon sehr gespannt, was ich heute alles lernen kann und darf. Vielen Dank. Ja, einen herzlichen Dank an Murat Mahidi für seine freundlichen Worte und für die Begleitung, die er uns mit Sicherheit in den nächsten Jahren gewährleisten wird. Vielen herzlichen Dank und danke noch einmal an das Außenministerium für die entsprechende Unterstützung.
Und vielleicht lassen Sie mich jetzt etwas extemporieren und etwas sagen, was nicht unbedingt zum Panel 2 nur gehört, sondern insgesamt zur Konferenz. Wir haben da drüben 2 ausgezeichnete Übersetzerinnen und sie werden wahrscheinlich noch durch weitere unterstützt. Wir haben die Möglichkeit dadurch, tatsächlich etwas mehr jeweils in der Muttersprache zu reden. Ich darf als Insiderin, die auch schon beim ersten Kongress dabei war, sagen, dass etwas ganz stark aufgefallen ist, mir zumindest. Am Anfang und beim ersten Kongress ist fast ausschließlich Deutsch gesprochen worden, ganz wenig Slowenisch. Dieses Jahr merke ich, dass einige ganz einfach nur Slowenisch reden. Und ich finde, das ist für das Selbstverständnis, für das Selbstbewusstsein der Volksgruppe einfach ein immenser Schritt, der gemacht worden ist und das auch dank dieser Tagungen. Und deshalb von meiner Seite den Übersetzerinnen, die das so wunderbar machen, den Dolmetscherinnen, vielen herzlichen Dank. Aber vielen herzlichen Dank natürlich an die Mohorjeva, an die Hermagoras, an Karl Renn, an Martin Bandl, dass sie das alles jedes Jahr wieder auf die Füße stellen. Ich glaube, das ist der Erfolg dieser Tagungen, dass wir heute mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein auch die Sprache jeweils nur alleine verwenden. Die slowenische Sprache nur alleine verwenden. Nicht ich, aber andere. Damit sind wir jetzt also bei der Überschrift, beim Thema dieses heutigen Nachmittags, nämlich Mehrsprachigkeit und Identitätsvielfalt. Das ist der Titel des Panels 2. Wir haben 2 wunderbare Referate, 2 großartige Referenten, die wir heute Nachmittag hören werden. Ich werde danach, also den zweiten Referenten, noch etwas genauer vorstellen, aber jetzt zuerst den ersten Referenten, nämlich Devan Jagodic. Habe ich das jetzt richtig gesagt? Devan Jagodic. Er ist der Direktor des slowenischen Forschungsinstituts Slori in Triest. Und er wird sich dann selber noch genauer vorstellen, deswegen erspare ich mir jetzt sehr vieles, was zu ihm, zu seinem Institut zu sagen ist, weil er das selber am Anfang des Vortrages machen wird. Ich lade ihn jetzt herzlich ein zu diesem Thema, das wir uns hier gestellt haben, nämlich Mehrsprachigkeit und Identitätsvielfalt. Und er selber wird sprechen zum Thema Mehrsprachigkeit und Identitäten im Grenzgebiet, die Herausforderungen bei der Einschreibung der italienischsprachigen Kinder in Schulen mit slowenischer Unterrichtssprache in Italien. Ein absolut spannendes Thema. Das Pult ist jetzt für Sie reserviert. Bitte schön.